Hallo miteinander, schön nehmt ihr euch heute wieder Zeit für ein bisschen Yoga zu machen. Ich bin der Raffi. Wir werden durch verschiedene Posen gehen und bei einer speziellen Halbmondposition landen. Ihr braucht nicht mehr als eine Matte und euch selber. Tönt doch noch eure Lieblingsmusik im Hintergrund abspielen und dann fangen wir doch gerade an. Los geht's. Wir starten im Kniesitz. Wenn ihr einen Block braucht zum draufsitzen oder zum euch unterstützen, könnt ihr den immer brauchen, wie es euch passt. Die Hände sind auf den Oberschenkeln, wir haben einen lang gerade gezogenen Rücken, Blick nach vorne. Und dann starten wir doch gerade das heutige Yoga mit ein bisschen positiver Energie. Wir schließen die Augen und setzen uns das grösste Lächeln auf, das wir haben. Ob es ein echtes oder nicht echtes ist noch egal. Mundwinkel ziehen nach oben, können auch noch ein bisschen die Zähne zeigen. Einfach ein grosses Lachen. Und mit der Zeit tun wir automatisch anfangen richtig lachen. Gut, wir starten, schnaufen ein, bringen die Hände zum Himmel, machen uns lang, schnaufen aus, die Hände nach vorne, runden Rücken, die Schultern nach vorne. Schnaufen ein, Hände nach oben, ausschnaufen, die Hände auf die Seite und führen. Einschnaufen, die Hände in den Himmel, strecken euch, ausschnaufen, auf die Seite und nach vorne strecken. Einschnaufen, Hände zum Himmel. Ausschnaufen, rechte Hand geht nach vorne, linke Hand nach hinten, Blick auf die linke Seite. Einschnaufen, die Hände wieder zum Himmel. Ausschnaufen, links nach vorne, rechts nach hinten, Blick auf die rechte Seite. Einschnaufen, Hände zum Himmel. Ausschnaufen, rechts vorne, links hinten. Einschnaufen, zurück, Hände in den Himmel. Ausschnaufen, links vorne, rechts hinten. Einschnaufen, Hände zum Himmel. Ausschnaufen, die Hände kommen auf die Seite, bleiben auf der Seite. Probieren uns richtig lang zu ziehen, links und rechts. Zieht jemand uns an den Händen und dann tun wir die Handgelenke kreisen. Auf die eine Seite ein paar Mal und auf die andere Seite. Bringen die Hände vorne auf die Matte, kommen in einen Vierfüßlerstand. Die Schultern sind gerade über den Handgelenk, die Oberschenkel senkrecht. Die Füße, die Zehen könnt ihr abgestellt haben oder aufgestellt, wie es euch passt. Und dann bringen wir die Fingerspitzen auf die Seite. Gehen weiter, bringen die Fingerspitzen, dass sie zu unseren Knien zeigen. Und wieder zurück auf die Seite. Die Fingerspitzen wieder, die Handflächen normal, die Fingerspitzen nach vorne und dann die Finger zueinander zeigen. Macht das noch in eurem Tempo, um eure Handgelenke aufwärmen. Links und rechts im Kreis die Handfläche bewegen. Und spüren schon mal eine gute Kontrolle über euren Rumpf, über den ganzen Körper, wie ihr die Stabilität aufrecht haltet, wenn ihr eine Hand anlüpft. Und dann kommen wir wieder zurück in normale Position, bringen die Hände ein bisschen weiter führen und kommen in herabschauenden Hund, in den Down Dog. Die Beine ein bisschen strecken und beugen. Ein bisschen herausfinden, was ist heute euer Down Dog. Wie fühlt ihr euch? Die Schultern durchdrücken, das Gesäß in die Höhe strecken, das Becken kippen. Findet heraus, wie ihr euch fühlt. Und dann laufen wir 2 Schritte nach vorne und verkürzen den herabschauenden Hund. Kommen wieder zurück, normale Position und 2 Schritte nach hinten innen über lange Down Dog. Kommen wieder vorne in einen verkürzten und nochmal einen Schritt weiter, bis wir fast in einer Vorbeugung sind. Wieder zurück in die Normalposition.
Von da schnaufen wir ein, rollend führen, innen, Push-up, in eine Liegestützposition. Wir gehen durch 2 verschiedene Vinyasas. Immer wenn ich sage Vinyasa, wählen ihr einen aus, der für euch passt. Der erste vereinfachte wäre, wir lassen uns langsam auf den Bauch runterlassen. Ihr könnt das auch mit den Knien aufgestellt machen. Die Füße ablegen und innen rauf schauen. Und ab, Tag. Knie sind vom Boden. Und von da wieder zurück in Down Dog. Schnaufen ein, rollend führen in eine Liegestützposition. Diesmal Vinyasa mit Liegestütz, ausschnaufen. Knie kommen auf die Matte, Unterarm auf die Matte und wir ziehen uns führen, innen, ab Dog. Von da zurück in Down Dog. Das wären die 2 Varianten. Wir schnaufen ein, bringen den rechten Fuß in den Himmel, rechten Fuß zum rechten kleinen Finger. Lösen die rechte Hand und strecken sie in den Himmel auf, öffnen die Brust, ziehen uns lang auf. Schnaufen aus, strecken das rechte Bein in Dreiecksposition. Bringen beide Hände wieder auf die Matte, linke Fuß zum linken kleinen Finger, innen Squat-Position. Schnaufend aus, Bein strecken, einschnaufen, Hände über den Kopf, Gesäß angespannt, strecken uns hoch nach oben, ausschnaufen, zurück in die Squat-Position. Bleiben da für einen Moment, haben das Gesäß weit unten, wenn möglich fast auf einem 90-Grad-Winkel, einen langgezogenen, stabilen Rücken und die Knie gehen nicht nach innen, sondern sind relativ gerade über den Fußgelenk. Bringen die Hände auf die Matte, steigen mit dem rechten Fuß zurück, mit dem linken Fuß zurück, euren Vinyasa, Liegestütz, Knie am Boden, Unterarm am Boden, schnaufen ein, in Up Dog, zurück, in Down Dog, einschnaufen, links Bein kommt in den Himmel, linker Fuß führen, neben den linken kleinen Finger, öffnend, der linke Arm nach oben gestreckt, öffnen die Brust. Schnaufend aus, strecken das linke Bein in Dreiecksposition, falten uns vorne runter. Spüren die Dehnung im Hamstring. Platzieren wieder beide Hände auf die Matte, kommen mit dem rechten Fuß zum rechten kleinen Finger. Schnaufen ein, innen Squat. Ausschnaufen, Bein strecken. Einschnaufen, Hände über den Kopf, Gesäß angespannt. Und Hände greifen bis zu der Decke rauf. Ausschnaufen, in die Squat-Position. Einschnaufen, Hände auf die Matte, linke Fuß zurück, rechte Fuß zurück. Euch Vinyasa, Liegestütz, Knie, Unterarme. Einschnaufen, innen, Up Dog. Zurück in Down Dog. Und wir laufen, springend, fliegend mit den Füßen führen zu den Händen, wie es euch am liebsten ist. Und bringend das Gesäß zu den Fersen, sitzen ab, kommen innen, als würden wir im Bruck gehen, mit den Fingerspitzen berühren wir die Fersen. Bringen dann die Hände auf die Oberschenkel. Und mit den Händen greifen wir über die Knie so weit auf wie möglich. Dünn uns wieder zurück, Wirbel für Wirbel senken lassen. Bringen die Hände wieder über die Knie so hoch auf wie möglich und wieder zurück. Für 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Wenn es euch zu wenig streng ist, geht ihr einfach weiter. 11. Wenn es euch zu streng ist, geht ihr nicht zu euch auf. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 und bei 1 halten wir da oben. So weit machen es euch nochmal streng für 5, 4, 3, 2, 1. Überkreuzend, die Unterschenkel kommen führen und finden zurück in Down Dog. Von da einschnaufen, rechtes Bein kommt in den Himmel. Ausschnaufen, rechter Fuß zum rechten kleinen Finger, gefolgt vom linken Fuß. Einschnaufen, in Squat, ausschnaufen, Bein strecken, einschnaufen. Hände zum Himmel, strecken uns, Gesäß angespannt. Ausschnaufen, Squat. Einschnaufen, Hände auf die Matte. Rechter Fuß zurück, linker Fuß zurück. Vinyasa, Liegestütz. Knie auf die Matte, Unterarm auf die Matte. Ziehen uns vor in Abtag. Und ausschnaufen, zurück in Down Dog. Einschnaufen, links Bein kommt in den Himmel. Linker Fuß zum linken kleinen Finger. Gefolgt vom rechten Fuß. Einschnaufen, Squat. Ausschnaufen, Bein strecken, einschnaufen. Hände zum Himmel. Hände zum Herz. Zurück in Squat. Die Hände auf die Matte. Linke Fuß zurück, rechte Fuß zurück. Vinyasa. Knie auf die Matte, Ellbogen auf die Matte. Einschnaufen in Up-Dog. Ausschnaufen, Down Dog. Schnaufen ein, rechter Fuß in den Himmel. Rechter Fuß zum rechten kleinen Finger. Von da bringen wir die rechte Hand unter dem rechten Oberschenkel durch, greifen nach hinten und finden die linke Hand, die von der anderen Seite kommt, und greifen unsere Hände. Den linken Fuß stellen wir ab, drehen ihn auf die linke Seite, gefolgt vom rechten Fuß, sodass beide Zehen auf die linke Seite der Matte zeigen. Ihr könnt hier selber variieren, wie fest gestreckt ist das rechte Bein. Wir lösen die rechte Hand, strecken das rechte Bein, bringen die rechte Hand in die Mitte, bringen die rechte Hand zum linken Fuß und öffnen unsere Brust, sodass die Schulter nach oben zeigt. Die linke Hand könnt ihr hinter dem Rücken lassen oder nach oben zeigen. Von da beugen wir das linke Bein und kommen in Skandasana. Links Bein beugt, rechts Bein bleibt gestreckt und kommt auf die Ferse. Die Hände könnt ihr neben den Beinen haben, zum Unterstützen oder ohne Hände. Wir rollen den rechten Fuß ab, kommen nach vorne zurück in den Squat. Schnaufen aus, strecken die Beine, einschnaufen, strecken die Arme über den Kopf, kommen zurück in den Squat. Die Hände auf die Matte, rechter Fuß zurück, linker Fuß zurück. Eure Vinyasa, ausschnaufen, Liegestütz, einschnaufen, kommen in Up-Dog, ausschnaufen, zurück in Down Dog. Schnaufen ein, linker Fuß streckt hoch in den Himmel. Ausschnaufen, linker Fuß neben der linken Zehe. Greifen mit der linken Hand unten durch, gefolgt von der rechten. Beide Füße, Fußspitzen zeigen zu der rechten Seite der Matte. Und wir greifen unsere Hände hinter dem Rücken zusammen. Wir lassen die linke Hand auf die Matte, strecken den linken Fuß, dass wir in einer Vorbeuge sind, mit den Beinen gespreizt. Kommen mit der linken Hand zum rechten Fuß, öffnen in der Drehung unsere Brust. Die rechte Hand kann zum Himmel gehen. Von da beugen wir das rechte Bein, kommen in Skandasana. Ihr könnt die Hände immer haben zur Unterstützung. Linker Fuß kommt auf die Ferse. Von da setzen wir den linken Fuß ab, ziehen uns nach vorne in Squat. Schnaufen aus, kommen Beine gestreckt, einschnaufen, Hände über den Kopf
zurück in Squat, Hände auf die Matte, linke Fuß geht zurück, rechte Fuß zurück, euch Vinyasa, ausschnaufen, Liegestütz, Knie, Ellbogen auf der Matte, kommt in Up Dog, zurück in Down Dog. Wir schnaufen ein, rechter Fuß streckt in den Himmel, ausschnaufen, rechter Fuß, kleiner rechter Finger. Drehen die Füße so, dass beide auf die linke Seite zeigen. Rechte Hand unten durch, linke Hand findet uns von oben. Lösen die rechte Hand, strecken das rechte Bein, greifen zum linken Fuß und öffnen. Unsere Brust, verdrehen uns. Schnaufen aus, beugen den linken Fuß, rechte Fuß kommt auf die Ferse. Ziehen uns vor in Halbmondposition diesmal. Wenn ihr könnt, gerade neben der Matte stehen, ist ein bisschen ringer. Habt einen stabilen rechten Fuß. Die linke Schulter ist gerade über der rechten Schulter. Linke Fuß ist aktiv nach hinten waagerecht ausgestreckt. Und von da beugen wir den linken Fuß, bringen die Ferse zum Gesäß und kommen zurück mit der rechten Hand, greifend den linken Fuß. Schauen, dass ihr einen Punkt habt auf dem Boden, wo euch Halt gibt, in der Balance. Und dann sind wir in dieser speziellen Halbmond-, Halbtänzer-Position. Lösen den linken Fuß, bringen ihn zurück in Squat. Schnuffend aus, Beine strecken. Hände strecken wir zum Himmel. Kleine Challenge gsi. Zurück in Squat. Hände auf die Matte. Rechte Fuß zurück. Linke Fuß zurück. Euer Vinyasa. Schnaufen wir ein, kommen in Up Dog. Ausschnaufen, Down Dog. Schnaufend ein, linke Fuß gestreckt hoch in den Himmel. Bringen ihn nach vorne, linke Fuß zum linken kleinen Finger. Bringen die linke Hand unter durch, rechte Hand oben. Fußspitzen zeigen zur rechten Seite der Matte. Lösen die linke Hand, strecken das linke Bein. Bringen die linke Hand zum rechten Fuß, beide Beine gestreckt. Öffnend in die Vorbeuge, mit den Beinen gespreizt. Dann schnaufen wir aus, beugen das rechte Bein, linke Bein ist gestreckt, rollt auf die Ferse in Skandasana. Von da schauen, dass ihr die Ferse schon neben der Matte habt, ziehen wir uns vor, direkt in Halbmondposition. Rechte Schulter über der linken Schulter, rechte Hüfte ist geöffnet. Und wir wissen, was kommt. Rechter Fuß, rechte Ferse zum Gesäß. Wir greifen mit der linken Hand den Fuß. Wenn er aus der Position kommt, kein Problem, einfach wieder zurück probieren. Und wir sind in dieser speziellen Halbmondposition. Wir lassen den Fuß wieder los, bringen ihn auf die andere Seite der Matte in Squat-Position. Schnaufend aus, strecken die Beine, schnaufend ein, kommen mit den Händen über den Kopf zurück in Squat. Platzieren die Hände auf der Matte, linke Fuß geht zurück, rechte Fuß zurück. Euer Vinyasa, Liegestütz, Knie auf die Matte. Ziehen uns vor in Up Dog. Zurück in Down Dog. Und von da wieder euren Weg führen. Sowohl mit den Füßen zu den Händen. Ich kann führen laufen, führen springen, wie es euch passt. Und wir bringen verschränken die Arme, bleiben in dieser Vorbeuge und geniessen einfach die Schwerkraft, wie sie uns
Wir bringen die Ferse ein bisschen raus, gefolgt von den Zehen, sodass wir ein bisschen einen breiteren Stand haben. Sitzen mit dem Gesäß ab, innen, passiver Squat. Von da bringen wir das Gesäß auf die Matte, liegend hinten ab, kommen wieder in die Bruckvorbereitung. Keine Angst, es gibt keine Rumpfkraft mehr, sondern wir drücken das Gesäß auf, die Schulterblätter zusammen, kommen in die Bruckposition, ein bisschen Aktivierung noch. Schnaufen aus, kommen runter für einen Moment. Ein Atemzug da. Und zurück, die Hüfte aufdrücken, das Gesäß angespannt, Hamstring angespannt. Und wir lösen wieder. Die Fußsohlen kommen zueinander. Die Knie gehen nach außen. Die Hände strecken wir über den Kopf. Ihr könnt leichte Bewegungen machen, wenn euch das angenehm ist. Und sonst einfach entspannt die leichte Dehnung spüren. Von da tun wir die beiden Unterschenkel überkreuzen, dass wir in einen Schneidersitz kommen. Richten uns auf, helfen mit den Händen nach. Kommen in den Schneidersitz und liegen vorne ab. Wenn ihr hier einen runden Rücken habt, kein Problem, das ist das Ziel. Ihr könnt die Ellbogen vorne ablegen und spüren die Dehnung über das Gesäß und den unteren Rücken. Findet hier eine Ruhe vom Atmen und auch eurem Körper, euren Gedanken. Wir richten uns auf, dann noch rechtes Schienbein vor oder links Schienbein, einfach die andere Richtung. Schnaufen ein, langer Rücken und lehnen uns wieder nach vorne. In dieser Position spüre ich immer, wie ungleich beide Seiten sind. Vielleicht geht es euch gleich. Noch die letzten 2 Atemzüge in dieser Position. Und dann richten wir uns wieder auf, setzen die linke Ferse zum linken Ende der Matte oder oberen Ende, rechte Fuß zur rechten Ecke. Schnaufen ein, kommen aufrecht mit dem Oberkörper und lehnen auch hier nach vorne. Könnt eure Füße umfassen und euch nach vorne ziehen. Und kommen in eine angenehme Dehnung. Nichts Grosses. Ihr könnt euch festheben, keine Anstrengung mehr haben. Wir bleiben noch da für 3 Atemzüge. Und probieren den Rücken ein bisschen geräder machen, ein bisschen mehr aus der Hüfte beugen und weniger aus dem Rücken. Dann lassen wir die Füße los und rollen Wirbel für Wirbel runter. Ihr könnt die Hände so brauchen, um euch zu unterstützen. Die Arme gehen weit, die Schulterblätter kommen zusammen, die Augen können sich schliessen. Und mit Shavasana beenden wir das heutige Yoga wieder. Spüren, wie die Balance Challenge noch in euch ist.
leichte Unruhe vielleicht ausgelöst hat. Und jetzt sind wir wieder vollkommen ruhig. Mit jedem Ausatmen lasst ihr euch tiefer in die Matte sinken. Lasst euch in Gedanken vorbeiziehen. Und sind einfach im Moment. Ihr dürft so lange wie ihr wollt noch in Shavasana bleiben. Ich sage an diesem Punkt schon mal Danke, habt ihr mit mir das Yoga gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Merci.